Ja, das war gerade der Honig für Willkommen zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dein Name, ich kenne... Das Huhn spricht meine Sprache. Oder ich sprich Hunisch und verstehen. Oder wie auch immer. Das ist ein Gockel. Ist ja egal. Link, und ein Begehr ist es, Prinzessin Zelda zu finden. Nichts bleibt von mir verborgen. Und solange, was du so sehen, das wünschst, musst du eine Reihe von Prüfungen bestehen. Nur dann wirst du dich hinstellen. Wieso quatscht das Hund so seltsam? Ich versuche es. So soll es sein. Wir nun die erste Prüfung. Ein Akzent. Begib dich innerhalb der vorgegebenen Zeit zum höchsten Punkt des Stalls. Geh, renn, flieg, tu was immer du nötig ist. So kommt die Zeit an, wa? Ach du Scheiße. Geht das? Schade. Doch. Sag mal. Sag mal. Was ist denn das? Wieso hat's nicht geklappt? Oh Menno. Wie soll denn sonst hochkommen? Ich habe keinen Rivalis Sturm. Der scheiß Seite, ey. Sag mal. Link, kletter hier. Was ist los mit dir, Alter? Ey, sag mal. Was? Okay. Papa, du hast es geschafft. Papa, Papa. Du bist das geilste Huhn auf der Welt. Papa. Was? Erstens, was man nach dem Herz verlangt, also dann in der Prüfung stellen. Papa. Drei Baumstämme mir bringen, okay? Oh. Okay, das ist also eine Herausforderung. Ah, komm aber so hoch, okay. Das ist es geschafft und die Baumstämme sind weg. Okay. Ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es eine einfache Variante. Papa! Ja, er hätte ja auch irgendwelche Propeller dran schmeißen können. Also, wenn ich reinlegen kann. Also, ich glaube, dass es sprechende Hühner gibt. Und dann, Chef, bist du zu unserer Stunde gekommen. Alle mal los! Das wird ein Ende sein! Wieso alle Mann? Oh! Na, guck mal einen an! Naja. Vielleicht ein anderes Mal, Freundchen.
Was? Ich wollte nur zu ihm hin. Ihn platt machen. Ey, wie viel ist das denn bitte? Ich würde dich niemals entkommen lassen, Ding. Mhm. Ja, dann komm doch. So, jetzt aber. Du verkennst Lagerfreundchen. Ups. Na? Schwächlinge, Schwächlinge, Schwächlinge. Hat er sich jetzt die ganze Zeit als Huhn getan, um mich zu überfallen? Alter, ihr habt echt keine Hobbys, wa? Diesmal lassen wir dich nicht davon kommen. Aber nächstes Mal gibt's kein Pardon. Ah, ihr lasst mich dort davon kommen, okay. Entsprechendes Huhn namens Jiga. What the fuck? Ja! Hey, Kollege! Jo, was geht ab? Ja, und was ist denn da passiert? Ja, es waren Jigas, die haben mich total verarscht. Was also? Tja, Pech. Oh. Das Figur und Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Also, okay, dann haben doch die Jäger was damit zu tun, wa? Aber warum die Jäger? Belohnung von Klitus bekommen. Ein Krötenanzug. Ah. Also stimmt, hat sie gesagt. Ja, sie hat gesagt, wenn wir helfen, kriegen wir nach und nach. Also, nicht nach und nach. Sie meinte, wir kriegen die ganze Krötenausrüstung. Oh. Das war, die kriegen ja auf einen Flug. Einen Flug vor allem. Auf ein, ja, auf einmal. Aber in dem Falle das Hühnerorakel. So. Wo sind die Dinger, die er liegen gelassen hat? Oder irgendwelchen Schrott hier, wa? Ja, war ja klar. Zahnschien Kurzschwert, Entschuldigung. Bananen? Keine Bananen von Jigas? Frechheit, sowas. Vor allem, wie du total erschöpft bist. Oh Mann, oh Mann. Ja, das mit den, also ich meine, dass vielleicht die Jiga, das mit Zelda und so sind, oder irgendwie Zelda zum Teil imitieren und so, um uns hinzulocken oder Leute zu verarschen, okay. Kann ich irgendwo noch verstehen, aber was ich dabei nicht richtig verstehe, Freunde. Warum? Oder das mit Zelda? Ist es einfach Zufall, dass sie irgendwie gemerkt haben oder gehört haben, ah, Prinzessin Zelda ist verschwunden, okay, jetzt werden wir Link irgendwie reinlegen oder ihren Namen in Misskredit bringen oder so, oder arbeiten die für Ganondorf, aber woher sollen sie von einer Rückkehr wissen, woher sollen sie überhaupt von ihm wissen? Eigentlich auch gemäß nach Breath of the Wild, oh, wieder Naidra, wa? Wissen sie, naja, von der Verheerung Ganon, von Ganon selbst war eigentlich nie die Rede. Ganondorf, Entschuldigung. Hab ich den überhaupt schon? Ich weiß gar nicht. Egal. So, wieso bin ich hier? Weil ich schnell zum Haus will. Nun zu gucken, ob noch alles da ist. Der ist natürlich nicht mehr da, wird das nicht gespeichert. So ein Dreck aber auch. Der Schild ist aber noch da. Die Stäbe auch. Okay. Dann tatsächlich überlegt, ob er vielleicht unseren Feuerstab doch hier lassen soll. Aber nur damit ich jetzt halt irgendwie 3 Elementardinger habe. Naja, weiß nicht. Müssen wir mal gucken. So, Tiger haben viel abgezogen. Eben, das sind auch irgendwie so Story-Gegner und noch frühe Gegner, obwohl es hier draußen nicht unbedingt sehr früh ist, gemäß Story. Trotzdem früh genug. Ich sag jetzt mal, dass halt die Jäger hier noch eher schwach unterwegs sind. Wieso fliege ich wieder schon nach Taburasa? Ich will gerne den Schrein hier noch machen. Da haben wir kurz was überlegt. Weil wir dachten, okay, mit dem Fluggerät geht's nicht. Und naja, sagen wir so, wie es ist. Es ist nicht unbedingt, glaube ich, schwierig. Weil ich glaube, mich zu erinnern, gemäß an der letzten Folge, die ich noch gerendert habe, dass da unten noch ein Brett war. Abgesehen davon, wir haben da unten noch Kapseln. Okay, okay. Stimmt, ein Kapselspender. Sag mal, klingt das manchmal? Alles in Ordnung. Okay.
Wie machen wir das? Ich meine, ich muss mit dem Teil runter. Kann ich nicht ankleben? Ja, das geht okay. Dann fahren wir doch mal. Ohne Kohle zu bezahlen, wa? Hm. Ich bin erstaunt, wie schnell sie das Ding überhaupt hier eingesetzt haben, die ganzen Sonar-Bauteile. Weil Dinge dürfen ja eigentlich erst existieren, seitdem wir da mit Zelda im Untergrund waren und dass da jetzt im Spiel selbst schon so viel Zeit vergangen ist. Naja. Noch viele Materialien, die sind hier nach dem Schürfen. Ja, alles wohl Sonar-Teile, wa? Ich weiß nicht, haben wir irgendwo ein Brett oder so, was kurz auslegen kann? Geht's eigentlich tief runter? Nee, oder? Eine Höhle. Höhle auf dem Projektgelände. Was ist denn das jetzt? Schade. Okay, wegsprengen geht auch nicht. Das heißt, ihr müsst da wohl auf der anderen Seite, wobei... Da sind 2 Kapseln drin, war? Jetzt kann die einfach aufheben, aber wie kommen wir da durch? Ich lurch. Weil ich kann ja nichts zurückdrehen in der Zeit. Ich kann das Gitter nicht anheben. Das Gitter fusionieren. Ha! Was? Also... Ist so am Felsbrocken, weil ich könnte doch mal... Haben wir nicht irgendwo... Ne, habe ich abgelegt, stimmt. Den Felsspalter. Egal. Also eine Höhle gemacht, cool. Also kein Haken dran, sprich ich habe es noch nicht entdeckt, das ist gut. Wenn dann künftiger weiß, okay, hier muss ich nochmal ran. Keine Zeit für Reue. Mhm. So, ich meine, kann das Teil auch über Wasser gleiten? Wäre natürlich cool, wenn das gehen würde. Dann nehme ich einfach einen Ventilator, pack den dran und gehe mal in die Richtung. Wenn natürlich runtergeht, ist scheiße. Aha, kannst du mal testen, wa? So gehst du im Wasser unter, Kumpel. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, wa? Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Doch, der geht irgendwie unter. Also ich meine, ich kann natürlich schon, aber... Ich denke, was anderes draufziehen. Warte mal, haben wir hier unten noch irgendwelche... Ein simples Holzbrett wäre ganz geil. Was wird es wohl hier irgendwo geben? Warte mal, was mich gerade ein bisschen nervt, ist nach so alter Zeit. Ich hätte gern... Ich mag hier mal den, wa? Bald so in den Untergrund gehen. Ich überlege sogar, wenn wir diesen scheiß Frosch mal noch machen sollen. Da ich quasi einfach runter segeln. Und unser Gefährt ist leider weg, war. Scheiße, ich wollte das Gefährt eigentlich wieder nehmen. Und dann irgendwie die nächsten Schreine, also sprich die nächsten Wurzeln unten ansteuern. Sag mal. Jetzt sehe gar nichts. Warte mal. Geht das eventuell? Nee, oder? Muss sagen, gut geht. Alles drum und drüber gehen soll, vorne bei der Juno-Bau haben die aber komplett eingestellt. Doch, Gonia kenne ich. Ja. Junobo. Der gute alte Junobo. Ob es dem noch gut geht? Naja. Da haben wir sehr viel los, wa? Ah, da ist ja ein Brett. Na, Gott sei Dank. Sogar mit Brett.
Ein Brett über den Kopf. Eine neue Aussage. So, und dann nehmen wir natürlich hier noch Drachenköpfe. Nee, dankeschön. Hab doch hier vorhin ein Ding gesehen. Ein Ventilator. Ah, da. Immer Ventilator kaputt machen, Alter. Da hoch mal einer reicht. Also eine Batterie mitnehmen. Ja, ich weiß, gefährliches Brett. Ich meine, das Holz kann ich erschlagen, ne? Also insofern. So, ich hoffe, das Teil hält auch so. Ich muss ja eigentlich nur darüber. Wenn das Fluggerät, also dieser Kristall das Fluggerät halt so schwer ist, muss ich es halt so machen. Naja, tolle Steuerung, Alter. Nur nicht so. Haben wir da ein Monster? Nee. Wieso ist da ein Wildschwein? Da ist irgendwie ein seltsamer Linkstrahl, Freundchen. Ja, Verzeihung. Vorher war es ein Rechtsstrahl, jetzt hast du einen Linksstrahl. Alter Schwede. Das besser funktioniert. Naja, für eine Kursänderung definitiv. So, ey. Ja, das war natürlich auch genial. Fast. Fast. Wir haben es fast. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die geht mir auf den Kack. So. Geradeaus, Freundchen. Fast perfekt. Ja, ich weiß schon, wieso das so schwierig gerade ist, weil das Teil natürlich... dieser Kristall ist natürlich ein bisschen schräg drauf. Ist auch ein schräger Kristall. So. Haben das endlich auch gemacht, hey, meine Fresse. Darbringer des Kristalls, wir schenken dir ein Licht. Das wäre schön. Hat er mir noch ein bisschen Ausdauer nach... Ah nein, warte mal, das ist erst 3 nachher, war. Ein zu wenig. Ja, yeah, zu wenig. Ich muss überlegen, was ich im nächsten 4 machen soll. Ob Ausdauer oder Herzcontainer. Ah ne, warte mal, ich wollte erstmal 15 Herzen davon machen, wa? Bevor wir uns wieder um die Ausdauer kümmern, da war was. Ein Diamant, ja. Immer gerne. Aber die Synthese natürlich sehr wichtig.
So. Die holen wir sich eigentlich dann dementsprechend noch von 2 von diesen seltsamen Konstrukten quasi. Also Schreien. So hätten wir das. Jetzt die Frage, soll ich mich ein bisschen... Hä? Aha. Ach stimmt, die Wurzel haben wir damals ja gemacht, weil wir den extra noch hingelatscht. Das hätte mir viel nicht platt gemacht, aber das haben wir ja gemacht, wa? Weiß ich eigentlich, dass hier und hier dann ein Schrein, beziehungsweise dementsprechend auch eine Wurzel sein muss. Jetzt hier an den Orten ja auch wieder. Und hier oben auch. Also hier überall müssen eigentlich Wurzeln sein. Okay. Nee, kaum, wisst ihr was. Hier unten hin. Oder, ich frage mich gerade, warte mal. Haben wir irgendwie noch eine Quest mit diesen Natur alter Zeit, eine kleine Monstersammlung. Eine Bivarok-Skulptur, so eine Wahrheit. Bei den Stellen, angestellt neu. Menge Baumstämme und Hallo-Wasserwater sie mit Angestellten einen ganzen Strahlen zu lassen. Der Brunnenfan, die Hängebrücke der Orni. Ich kann eigentlich das nochmal ganz kurz machen, weil müsste ja eigentlich soweit durch sein da, oder? Er hat zumindest jetzt gesagt, dass er dorthin unterwegs ist. Dementsprechend müsste das eigentlich wieder gemacht sein. Also sprich, er müsste schon dort sein. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, ihr müsst doch eigentlich noch eine Quest haben mit dem Feen. Also den großen Feen, logischerweise. Tabanta Grenzland. So, dann gehen wir nochmal kurz darüber. Temperaturmäßig geht's noch. Da unten ist auch schon der Stall. Nee, ist noch nicht gemacht, war die Hängebrücke. An Aufwind! Aufwinde gibt es ja schon lange nicht mehr. Bei dem Stall, okay. Stimmt, die eine Rüstung ist weg. Die wir jetzt haben. So. Was ist hier los? Soll es ja nicht irgendwie da sein, oder? Oder ist irgendwie verpasst? Okay, hier müsste es sein. Ist ja wirklich übel. Was ist los? Kann ich irgendwie helfen? Verzeiht, oder? Oh nein, Gesanne! Was ist passiert? So schlimm zu uns angenommen hatte, da steht auch Torda eher dumm da. Was? Da steht auch Torda eher dumm da. Das heißt 20 Holzbündel brauchen, aber woher nehmen und nicht stehlen? Und jetzt sogar welche schon dabei? So viele sind. Der war fleißig. Komm schon, wir brauchen die eigentlich nie. Weil ich eigentlich auch nie unterwegs koche. Ah, das schöne Holz stürzt uns ab. Oh, im Flug gefangen. Wohl dem, der Flügel halt. Stopp, halt runter da, aber Dali, das ist ein Zwischenholm und keine Hühnerschaukel. Und 2 und 4. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Ganz fix heißt es, tada, ein neues Bauwerk stehe da. Aber er ist auch Torda, gar nicht Dummster. So klinge ich im Fitness auch immer. Also im Fitnesscenter. Tada, fertig. Oder wie man es natürlich auf gut Englisch sagt, im Gym.
Die Flügel sind wieder da. Die Brücke ist wieder da. Oh. Barketon will ich das Leben in Star Wars zurück und diese Brücke werde ich mit all meiner Kraft beschützen. Dankeschön. Ah. Das geschehen sollte, ja, auch wenn es was Kleines ist. Wenn ihr Bedarf habt, dann melde dich und ich fliege. Schneller als ihr Flattermänner. Ah. Der Brückenschlag zwischen Hylian und Orni, und zwar wortwörtlich. Hui, das wird unseren Lesern gefallen. Ja. Da fragt man sich doch, gibt es eigentlich im Dorf der Orni noch irgendwie was zu tun? So nachträglich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich hier so viele Sidequests nachgeben. Das Dorf der Orni. Ja, da haben wir schön aufgetaut. Das habe ich ja damals schon erzählt, ja, wo wir eben den Boss gemacht haben, oder den Tempel besser gesagt gemacht haben. Der Meinung bin, ja eben, das ist halt schon geil, oder findest du etwas geil, wenn du halt eine richtige Änderung auch auf der Overworld Map und mit den ganzen Charakteren und so hast. Nicht einfach nur eine Meldung, ja, jetzt ist das Eis weg oder der Schnee weg. Nicht so wie damals bei Ocarina of Time. Kann man halt echt, würde man Ocarina of Time heute nochmal neu machen, also komplett remastered. Wie wird das Spiel wohl aussehen, ne? Ich meine auch so in der Größe und Form vielleicht, Open World, ein bisschen Open World Charaktere. Wie das Spiel hier. Wäre schon heftig, wa? So, aber ich glaube hier ist nichts mehr, wa? Kann man ganz kurz durch alle Dinger durchgehen. Willkommen im Nachtengefällig, jo. Wie geht's eigentlich Tulin? Wir haben eigentlich einfach Tulin Skies bei uns, aber... irgendwie immer noch witzig, dass wir auch bei den Orni keine Bombenfalle mehr kaufen können. Ich weiß, wir können Bomben ja selber, also Bombenfalle selber herstellen quasi. Aber dass es generell gar keine mehr gibt, auch keine Feuerpfeile und so mehr. Also wir sehen die einfach nicht, ja. Die Himmel sind da klar. Oh, der Tempel müsste, die Himmelsarche müsste immer noch da sein, wa? Oh, sehe sogar von hier aus. Wo war die eigentlich die alte Jahre versteckt? Weil eben sozusagen Breath of the Wild hat sie gar nicht gesehen. Da war ja nichts davon. Wobei, da kannst du bei allen anderen Himmelsinseln ja auch die Frage stellen, wo kamen die plötzlich her? Und jetzt kannst du dir auch die Frage stellen, wo sind eigentlich die anderen Luftschiffe? Weil die Arche ist da. Die Luftschiffe rundherum sind nicht mehr da. Wo war sie noch gleich? Was ist los? Oh! Hi. Wir alle sind so froh, dass wir endlich mit der unbesorgt unsere Flügel ausbreiten können. Höhlen zu finden? Mhm. Da gab es einen in grünen, Licht gehüllten Felsen. Ah, ein Schrein. Einen weißen Vogel suchte. Weißer Vogel weiß den Weg. Ah. Oh. Mhm. Wir nennen ihn Medo Sitz. Macht Sinn, wegen war Medo, war, weil er die ganzen Jahre da drauf saß. Wobei, stimmt gar nicht, die ganzen Jahre nicht. Auf Medo Sitz, als es am Morgensonne aufging. Kein Hinweis auf Varmedo, den Titanen? Oh, komm schon. Oh. Hm. Überlegen. Versteckt gelegen hat. Direkt nehmen wir so eine Art weißer Vogel. Ah, nämlich noch genau. Jo, werden wir vielleicht schon irgendwie finden. Jetzt einfach die Inspektion.
Was soll ich denn tun? Wie kommt die eigentlich an so einen Heißluftballon ran? Da hat die Brücke die ganze Zeit kaputt. Wie kam die eher ran? Ey, fragt er gar nicht, ey. Oh, Herr Ritter. Hm. Okay. Fällt mir ein. Also endlich Hack mit seinen Essensvorräten bei mir eintreffen wird. Ah, neue Sidequest für uns. Tausch 10 Pfeile von uns für 3 von dir. Was? Okay, aber warum? Das sind 10 normale Pfeile. Also, die kann ich überall. Die kriege ich ja hinterher geschossen. Handel mit einer Orni. Habe ich sowas überhaupt? Krass, aber sogar. Ja gut, das ist dasselbe. Oh, ein Shika-Pferd. Wo ist denn der Shika dazu? Der passende Shika, wo ist der? Passender Shika, ich suche dich, wo bist du? Ah, da vorne, glaube ich. Was macht Impa hier? Ah, die ist hier mit dem... Aha, okay, die kann mit dem Ballon hier an. Die Pfeile zu erfinden. Wir verschiedene Ideen ausprobieren. Neue Pfeile. Ah, wait mal, die gehören mir. Danke. Schön geklaut. Na ja. Oh, Link, gut dich zu sehen. Schon gefunden? Die eine Person erinnert. Da bin ich eigentlich unterwegs, oder mehr oder weniger zumindest. Weil ich halt glaube, das könnte Gandalf sein. Sag mal, wo ist eigentlich Theba hin? Ah, da steckt er. Im Krimerlan oder was? Ein neuer Bogen. Da was dran ist? Was ist los mit euch beiden? Um zu spazieren. Schönen Bogen anfertigen. Ah. Falls ihr ebenfalls einen Adlerbogen möchtet, könnt ihr gerne auch einen anfertigen. Auch einen Schwalbenbogen, 5 Holzbündel und 3 Diamanten. Diamanten! Warte mal. Aber kein... Hast du gesagt, Schwalben oder Falkenbogen? Ah, Mist, wir bräuchten... Wo kriege ich einen Schwalbenbogen her? Zitiere. Schutter, Minflan, Mitte zwischen den 3 Geheimquellen schlummert ein Schatz in den Bergen. Schon das Geheimquelle kenne ich. Die nordwestlich des Dorfs der Orni. Okay. Wir können es mal bei Gelegenheit holen. Zumindest schon mal die Sidequest geholt, das ist schon mal gut. Schatz der 3 Quellen, das Erbe der Orni. Vor allem der Bogen ist halt das Problem. Außer können die Bogen irgendwo craften. Dann wäre es was anderes. So. Aber craften. Mir geht es eigentlich jetzt mal noch um den Schrein. Wo ist er? Oh, das sind ja Erinnerungen. Weißer Vogel weiß den Weg. Oder weiß den Weg? Ups, das ist eine falsche Fähigkeit. Ich hatte den Degensprung. Wollte ich am Anfang ein bisschen davor gezielt haben, den gezielt einzusetzen, aber jetzt überall, wo ich denke, oh, ich muss hoch. Ah, vielleicht so. So sind wir ganz oben. Okay. Ja, Link ist gut, nur weil du hier oben ein bisschen frierst, also sorry. Junge, zieh dir was Warmes an. Er will nicht so schwer sein.
Hm? Achso, ist nur ein Krog. Alter. Ja, müssen eigentlich hier oben sein, wa? Das wird hier oben eher ein bisschen schwierig. Weißer Vogel, hä? Gut, so ein Aufgang wird natürlich ein bisschen... Ah, nee. Okay, wisst ihr was? Jetzt kann ich zumindest mal ein Ding einsetzen. Nehmen wir so einen Reisekochtopf, kann man noch nie gemacht. Ich kann mich hier gar nicht ausruhen, sondern nur kochen. Was ist das für eine Scheiße? Kochen brauchen wir nicht, ja noch genug von allem. Ah, okay. Haben wir noch irgendwie ein Holzbündel oder sowas? Aber habe ich alle weggegeben. Da war natürlich jetzt Kacke. Holzbündel, ich suche einen Typ. Wo ist ein Typ? Jo, läuft ja. Oder gerade hier. Kann man einen super Duplizierungsglitch anwenden. Falls man es möchte natürlich. Ich will niemanden zum Glitchen veranleiten. Ich bin auch eher ein bisschen sparsam damit, zugegebenermaßen. Holzbündel, so. Natürlich ein Feuerding dabei, hä? Das heißt, ich brauche einen Feuerstein. Fred Feuerstein, wo sind sie? So, wir warten bis morgens. Das war sowas und klar, dass er jetzt Wenn kommt. des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem... Der 7 Ingame-Tage oben war. Oder der Speicher der Switch ist voll, das ist die andere Variante. Deswegen kann man ja eigentlich, sagt man sogar, dass man den Blutmond sogar triggern kann. Weil es wirklich so ist, wenn halt der Speicher der Switch voll ist, dass dann der Blutmond ausgelöst wird, um alles zu resetten. Was eigentlich eine coole Idee ist, also die Idee muss erstmal kommen. Gut, Sonnenaufgang stimmt jetzt nicht mehr so ganz, es ist am Morgen. Nicht unbedingt noch Sonnenaufgang, war, also bin ich eigentlich schon zu spät dran. Obwohl, die Sonne geht auf. So, wo ist der Schatten? Schon richtig hier, war? Okay. Aber mit doofe Sonne geht ja da oben los, okay. Da heißt dort unten. Hä? Also sprich einfach hier ins Loch rein oder was? Und dorthin wäre ja noch etwas, da wäre eine andere Variante. Was ist das denn hier? Okay, creepy. Eine kleine große Statue. Das so zuerst wäre irgendwas, eine Opfergabe oder sowas hier zu machen, aber müsste hier so eine Art, so ein Korb sein. Ist es aber nicht. Also Schatten von Mamedo ist klar, wäre mehr oder weniger Sonnenaufgang, weiß er ungefähr, wo es ist. Also das heißt, dort hinten müsste ein weißer Vogel sein. Oder gewesen sein. Link kann gut pfeifen. Die Pfeife.
Also ich weiß nicht, Freunde, ich sehe ja keinen Vogel. Der hat so irgendwie... Gut, das haben wir jetzt zwar gesehen. Irgendwas, was aussehen wie... Da ist noch so ein Monsterversteck, okay. Irgendwas aussehen würde wie ein Höhleneingang. Da hinten vielleicht. Waren wir nicht sogar hier oben sogar? Dass damals um Tulin darum ging, das zu machen. Oh. Da will noch ein Krog. Fahren wir mal hier einen Stein. Und ich steine das Puzzle nicht vervollständigen. Das wird eher schwierig. Ah, da oben. Du hast ja nicht gesehen. Nein, ist gut. Hallo? Oh, Entschuldigung, Tulins Geist. Tschüssi. Jo, du mich auch. Wo soll das Drecksvieh sein, ey? Nochmal zurück. Ja, macht meistens Sinn, wa? Das muss den ganzen Weg wieder hochlatschen. Obwohl, wir können Abkürzung nehmen, warte mal. Kumpel Krog. Das ist nicht die Abkürzung, die ich eigentlich wollte. Die sieht schon etwas besser aus. Folge 60, Freunde, ich tue mich ja immer noch hier rum, mache irgendwelche Sidequests und so, aber auch nichts Produktives. Ja, produktiv bei dem Spiel, ich meine, das ist Ansichtssache. Sidequests sind ja auch produktiv, sag ich jetzt mal. Aber wenn du halt eben nur so Sidequests und Schreine machst, kommst du nicht so schnell voran, ne? Wenn du vorankommen könntest. Das stimmt natürlich schon. Andererseits, wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, ich mache jetzt die ganze Hauptstory am Schluss nur eine Sidequest, ich glaube, das wäre auch sehr langweilig dann. Sehr langweilig. So, wir sind zurück. Dann das Feuerbündel noch da oder ist schon wieder weg? So weg, hey, wenn das einfach alles wieder verschwindet. So. Also, warte mal. Wir wissen noch, dass der Ding dorthin gezeigt hat, das weiß er zumindest noch. Mann, ich will eigentlich nicht mehr zurück und dann mache irgendwie, drücke die falsche Taste, Tooling aus dem Weg. Ich sehe aber beim besten Willen keinen weißen Vogel. Ich meine, ich habe einen Vogel, aber es ist ein anderes Thema.
Hä? Nee. Ich hatte gerade, das soll irgendwie so ein Vogel darstellen. Huch! Alter, bin ich blind, da vorne ist er doch. Hä? Aber haben sie ganz nicht gesehen? Alter. Aber andererseits ist es gut versteckt, ja? Da muss man einfach mal zugeben. Das ist sogar ein Elch. Das habe ich den vorhin nicht gesehen. Hä? Entdeckt. Höhle am Was für eine Höhle? Das ist ein Krog, das ist keine Höhle, das ist ein Krog. Also gewisse Ähnlichkeit. Ach so. Da ist Eis, das ist ein bisschen verdächtig. Ching, 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 ching. Ah, das sind die Leuchtfische, wovon die Rede war. Wowza-Schrein. Wowza. Der weiße Vogel weiß den Weg, ja, er weiß halt alles. Er hat auch fies, ja? Also Schreine gibt, die einfach mal ganz krass in Höhlen so versteckt sind. Weil die aufzutreiben, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Dann können wir, glaube ich, Folge 60 mehr oder weniger versöhnlich abschließen, wenn noch nicht wirklich viel gemacht. Was ist jetzt los? Oh Mann, das ist ja vorbei! Oh. Ja gut, kaum ist Folge 60, dann können wir das irgendwie hier hoffentlich noch relativ easy, mehr oder weniger zumindest, abschließen. Nämlich in der Hoffnung, dass wir... Was ist denn das für ein Konstrukt? In der Hoffnung... Okay. In der Hoffnung, genau, dass ich die Hoffnung habe. Muss ich das so machen? Kann ich das dran kleben? Ah ja. In der Hoffnung, dann ab Folge 61 quasi eine neue Ära beginnt, also mehr oder weniger, dass wir dann einfach, ja, uns um die Story kümmern. Also eben, ich habe schon erwähnt, Gerudo-Wüste, Richtung Gerudo-Wüste und natürlich auch ein Untergrundmeer. Weil den wirklich bisher sehr stark vernachlässigt habe. Aber das Ding fällt... Warte mal, kriege ich von dem irgendwie noch mehr? Ah, okay. Und der Kugel ja auch, gut. Ja, der muss so mal gemacht werden. Da heißt, hier drauf und holt Rio oder was? Gut, das macht irgendwie auch Sinn. Lass mich raten, ne? Wenn ich natürlich will, dass der noch höher fliegt, muss ich einfach das Trampolin selbst ein bisschen verlängern. Das wäre irgendwie logisch. Gerade bist du aber nicht Kumpel. So, schön den Schatten abpassen. Und flieg und zieh!
Zu hoch. Ernsthaft jetzt? Richtig Krise, das Scheißteil ist zu lang. Wobei, mit zu lang kann ich mich eigentlich raus. So. Zurück zum Eigentlichen. Ja, schon besser. Wie kommen wir jetzt dahin? Nee, oder? Ah. Guten Flug! Wow. Fast so vieles Guten. Truhe? Was ist eine Truhe? Haben wir eine Truhe übersehen hier? Ja, natürlich haben wir eine Truhe übersehen. Eine Truhe, die von Anfang an hätte holen können. Oh. Ich bin aber auch ein Idiot. Jetzt überlege ich mich halt gerade, das ist zu hoch. Ups. Oh. Ja, ist zu hoch, okay. Das heißt, ich müsste eigentlich nochmal den gleichen Trick eben schon nochmal machen. Dass ich halt hoch fliege. Käme ich so... Nee. Scharfmedizin. Okay. Und das Ganze nochmal von vorne. Ja, sorry wieder für diese Überlänge. Ich könnte sogar fast schon sagen, unnötige Überlänge. Okay, das hingegen war jetzt unnötig, tatsächlich. Ah, ja, nur weil ich das Teil in dritte getroffen habe, wa? Nein! Ja, er hat's doch gerade schon. Jetzt. Hä? Wieder nicht? Ich kann auch Toolings Matrix gar nicht einsetzen. Hey, wieso geht's nicht mehr? Müssen wir gerade verarschen? Oh, ich hätte oben speichern sollen, weil hätte ich mit Medizin verzichten können. Ne, warte mal. Das mache ich jetzt gerade falsch. Hä? Okay. Macht echt viel aus. Krass. Gut, scheiß drauf, wir machen's. Oder schließen's ab, besser gesagt. Hui, 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 hui. Überlänge folgen lassen grüßen. Segenslicht. Wieder 4. Ich glaube, es wird sonst die aber eher ein bisschen ansparen quasi. Also sagen, ja, wir haben zwar jetzt wieder 4, das ist schön.
bevor ich jetzt die nächsten Upgrades mache, eben, dass ich dann noch ein bisschen warte. So, das sind mal Dinge, die wir mal markiert hatten. Die Schreine, die hier irgendwie waren. Da wäre auch ein Turm, da ist theoretisch können die auch nochmal geholt, bei Gelegenheit. Hier haben wir eine Geoglyph, das wissen wir auch. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt hier hin. Würden in der nächsten Folge erstmal nochmal da bei der großen Fee vorbeigehen, beim Schrein, Pferdestall, Entschuldigung. Um bei der Fee mal zu gucken, ob wir dort bereits etwas machen können oder wo die Gesangstruppe hin ist, wer auch immer. Ob wir dann vielleicht eine andere Fee ansteuern sollen oder eben, dass ich mir halt hier schnell Epona greife. Dann geht es in die Wüste. Aber halt hier zu Fuß, mit halt noch ein bisschen was erleben, hier noch ein bisschen was sehen. Aber Fokus liegt halt auf der Wüste. Das dann schon. So, jetzt nehmen wir das Switch natürlich und eben in der Hoffnung, dass ich vielleicht nächste Folge noch ein bisschen Klamotten upgraden kann. Der Krötenanzug. Ja, aber halt nackig. Mhm. Klar, rutscht schon besser. Ich weiß schon, ich weiß. Sieht noch schlimmer aus als das letzte Mal. So ein Ärger. Alle sind hier, cool. Okay, wisst ihr was? Das ist perfekt. Dann können wir nämlich das nächste Mal in der nächsten Folge mit dem ein bisschen quatschen und gucken, wo bei denen der Schuh drückt. Der Schuh des Manitou quasi. Ob wir denen noch ein bisschen helfen können. Insofern sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye.